One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen, zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht und wie wir alle gut können, mit konkreten Schritten dazu kontribuieren. Wir diskutieren heute Zukunftsvisionen. Und heute schwätzen wir über das Wichtigste für die Zukunft, dafür, dass die Zukunft ist, anscheinend, nämlich die Jugend. Mam Gilbert Pregnot, hallo. Hallo. Für mich merci, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich über das Gespräch. Mir verdicht will ich erst kurz vorstellen, mal so 3 Fakten. Ja, und die könnt ihr ergänzen und noch erklären wahrscheinlich. Die sind von Formation systemische Familientherapeut und Psychotherapeut. Die sind aber vor allem der Öffentlichkeit bekannt gewesen, letzte 10 Jahre als Präsident von einer konsultativen Menschenrechtskommission. Ja, das stimmt. Weil ich festgestellt habe, dass es nicht durchgeht, ein guter Psychologe zu sein, muss ich noch gucken, wie das Gesetz sind, wie die Menschenrechte respektiert werden. Und das war für mich eine Ergänzung. Und der denke gesagt, dass seine Motivation war auch gegen die institutionelle Gewalt zu gehen. Das klingt ganz brutal. Ja, das klingt brutal. Das ist auch brutal für die Leute, die davon betroffen sind. Wir Profis sind immer so überzeugt von uns, von all dem Gutes, was wir machen. Und wir haben Frauen nicht immer, was wir auch einst machen, wo die Menschen nicht so respektiert werden, wo ihre Würde nicht respektiert wird. Wir müssen es ersetzen, für das Gesetz besser gehen. Und das war mein Weg, den ich zu der Verteidigung von den Menschenrechten gefordert habe. Heute so nicht schon ein Zweitkarbon, es sind Menschenrechte. Genau. Und die sind Pap. Es sind Pap von 2 Töchtern, die am Marseille arbeiten. Und die haben alle 2 eine Familie gegründet und sind dann nur 2 Enkelkinder. Bei mir in der Familie sind immer Mädchen. Und wir Männer, die da sind, haben uns vorgeholt, dass wir alles mehr für das stark Frauen gibt. Wir brauchen stark Frauen, für das die Domination, die Herrschaft von den Männern, dass die nicht immer ein bisschen nur gekratzt gibt, für das sich verändert. Wir haben natürlich ein Problem. Hier sitzen 2 Männer und schwätzen über die Zukunft von der Jugend zu Lützeburg im Jahr 2050 zum Beispiel. Ja, das ist dann nur eben so, aber ich gehe davon heraus, dass das, was wir schwätzen, auch kein Gesot gibt von einer Frau. Also die Abteilung Männer, Frauen, das ist für mich etwas ganz Künstliches. Und wir müssen uns in die Richtung bewegen, dass ein Mann auch die Rechte von der Frau verteidigt und die Gedanken gut erholt. Und es können genug Gründe geben, für auch zu gucken, was bei den Männern schief läuft. Und da sind offene Frauen dann eine Unterstützung kriegt. Wir schwätzen über die Jugend. Das ist ein Podcast über Nachhaltigkeit, über Zukunft. Und die Jugend spielt ja die allerwichtigste Rolle da. Was ist dann eher Zukunftsvision für die Jugend zu Lützeburg im Jahr 2050? Ich ging so, dass die Zukunft haut für die Jungen nicht mehr das, was sie war. Wenn wir das für Jahre gesehen haben, dann ging es so, und da war so ein Weg, ein Long fleuve tranquille, wo 4 gesehen werden, und da gehst du schaffen, ganz Familie. Ich stelle fest, und das selbst für mich ganz viel beschäftigt, dass immer mehr Kinder und Jugendliche an Not sind, psychischer Not. Ich schwätze immer von unglücklichen Kinder und Jugendlichen. Die anderen sagen, sie wären psychisch krank oder so. Und sowohl 12 von denen, denen es schlecht geht, an der Intensität, auch von denen Schwierigkeiten, diese haben das halt so. Und das hat mit den Umständen zu tun, wie Kinder und Jugendliche leben, an ihre Familien, an ihrer Schule. Da will auch ganz vieles dazu zu sagen. Was nur dabei kommt, dass man in einer Gesellschaft leben, die kurzlebig ist, wo alles ganz sehr geht, dass ich nicht mehr nachkomme. Ich bin nicht jung. Als 71-jährigen stresst das mich ganz viel. Und dann, von den Jungers und her, die wird alles an dieser Welt geschieht, die Krieg an der Ukraine, das, was am Gazastreifen, Libanon und Israel passiert, die Situation am Sudan und noch vielen armen Ländern, von Schere, was so schlimm ist,
Konsequenzen für unseren Planet. Aber wenn dann Jugendlichen ist, da kann ich mir vorstellen, ich ging dann noch richtig fährten. Ich fährten als erwachsener Mann, als alle weiße Mann, weil ich meine, dass ich für die Jugendlichen ganz schwer muss sein. Die Jugendlichen gespürt, dass wo sie aktiv waren, zum Beispiel bei Fridays for Future, wo sie Rose waren, wo sie aktiv waren, da sind sie oft ridikulisiert gehen. Und da gab es die Covid-Krise, an die ist es ganz schnell gelesen gehen. Alles müsste ganz, ganz schnell gelesen gehen. War das eine Message an die Jugend eigentlich, dass das, was sie wirklich beschäftigt hat, dass das nicht so seriös ist wie die Covid-Krise? Ich meine, dass die Erwachsenen so schwer sind, für nur zu lauschen, was die Jungs sagen. Und ich meine, dass viele Menschen, ich gesehen habe, doch heute nach ganz unzufrieden sind über ihr Leben. Aber wenn sie unzufrieden sind über sein Leben, dann geht es den Ausweg, dann trippelt den anderen mit Face. Es gibt den Ausdruck am Deutschen, Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. Und ich war richtig quäsch, wie ich gesehen habe, wie an den Medien, aber auch sonst, immer den Jugendlichen umgegangen, dass die einfach Courage hatten, die auf die Straße gegangen sind. Hast du ungeschickt, sie haben sich ja gesagt. Aber sie haben nicht gemerkt, dass sie hatten den Courage dafür. Und ich meine, das ist etwas, das muss unterstützen. Das sind die Jungen partizipativ daran teilholen, für zu gucken, für einen Ausweg zu machen. Sie machen es für sich, und sie machen es doch für uns, und sie machen es doch für unseren Planeten. Und im Prinzip hast du Hoffnung. Ohne Hoffnung geht es nicht, weil da, wo keine Hoffnung ist, du musst ihn erfahren. Wenn wir über Zukunftsvisionen sprechen, wenn wir als Demokratie neu erfahren, geben wir dann über das Wahlrecht ab 16 wirklich so streiten oder ignorieren, wie wir das machen? Ich fand, dass das Sinn macht ab 16, weil von denen nicht alle, die wählen gehen, ich weiß nicht, ob die viel mehr schlau sind, was sie wählen gehen, aber das setzt doch voraus, dass wir eine Sensibilisation schaffen, niveau von der Familie, noch der Schulen, dass die Jungen dann noch wissen, ich will die oder ich will die oder ich will die, dass sie sich keine Meinung machen. Und das ist ganz froh von der Erziehung, froh von der Formation, von der Instruktion. Ich gesehen auch an den letzten Wochen, dass immer mehr an unseren Schulen auch so gesellschaftspolitische Themen kommen, wo sich berechtigterweise abgeregt wird, über den Rechtspopulismus, und dass das gedroht wird von vielen Leuten in unserer Gesellschaft. Die Schule ist ein Platz von sozialem Engagement, von Kampf gegen Diskriminierung, ein Ersatz für die Menschenrechte. Und das hoffe ich, dass das vorgeht. Mit Jugend an Kantheit beschränkt sich schon nicht auf die Schule. Das geht ja oft vergisst. Es gibt so gemerkt, wenn die Schule den Endroit wäre, wo alles muss perfekt sein. Ich denke gerade an Handyverbot oder so weiter, wo dann das reduziert wird. Das ist auch eine gesellschaftliche Diskussion. Wie gehen wir eigentlich mit dem Smartphone um? Eigentlich müssen wir alle gut darüber diskutieren. Ja. Wir reduzieren dann auf die Schule, wo das soll ausgeschlossen gehen. Die Kinder sollen ein bisschen unser Problem als Gesellschaft lesen. Kinder, du machst noch etwas von mir so, das ist wichtig für sie, das ist die nächste Generation, wo ich davon herausgehe, was sie das gelehrt haben. Da könnte vielleicht eine Generation, die Männer auf den Tabletten sitzt, der Männer auf dem Video. Und ich meine, dass wenn ich als Funktionär oder als Minister oder Enseignant etwas für die Kinder machen zu ihrem Guten, das meist nicht für mich. Dann mache ich doch für mich selber. Den Ersatz für eine gute Idee, den Ersatz für ein Engagement, den ich will, einem anderen gehen, dadurch, dass ich dem die Hand reiche, das ist etwas, was mir auch ganz viel hilft, dass man auch einen Rückhalt gibt. Und das ist einfach die ganz froh von echten Artikel von der Menschenrechtskonvention. Würde. Jeder nur eine Würde, egal wer das, egal von wo das sie können, egal wie alt das sind. Ich fand, dass das etwas ganz Zentrales ist. Lo wird ganz viel über die Jugend geschwärzt, die Jugend von Haut. Und da war irgendwie ganz wenig mit der Jugend geschwärzt. Und ich reduziere das nicht just auf das Wahlalter. Ich gesehen hat zum Beispiel auch an der Diskussion über Pensionsreform, dass sie überhaupt muss darüber geschwärzt gehen, dass die Jugend um diskutiert, als ja eigentlich absurd. Weil das ja über hier Pensionen, die man de facto schwätzen, debattieren. Ja, ich gesehen, dass ein großen Ansatz am Bereich von der Kinderrechtsbewegung ist,
hört ihr noch vom Okajo, vom Ombudsmann für Kinder- und Jugendrechte, großen Ansatz für Partizipation zu fördern. Ich habe heute Morgen meinen Enkel von den Jahren gefragt, ich gehe damit durch, ich war was siehst du mir? Da kriege ich eine ganze Aufzählung von Katastrophen, die durch den Klimawandel kommen. Gell? Also ich habe einen von denen vergessen, darüber nachzudenken. Und dann auch gesagt, was wichtig wird, dass ich machen. Und das, jeder muss seinen Beitrag leisten, auf den Bescheidenen, für das nicht zu weit kommt. Und dann haben wir uns darüber nachgedacht. Der Mahatma Gandhi hat das gesagt. Jeder muss den Wandel für sich sehen, den er für die ganze Gesellschaft gern hat. Und ich meine, das ist ein Ansatz. Wir müssen da ein Vertrauen schaffen bei den Jungen, für das sie Kraft auch kriegen und so Stärke auch spüren, für eine Meinung zu suchen. Wir sollen sie nicht lächerlich machen. Das muss mich rosa, das für mich inakzeptabel. Und auf der anderen Seite mussten sie ganz viel dafür kämpfen, für gehört zu gehen. Ja. Und das ist ja auch dann gedurft das Argument, ja, wir noch müsste, wo mehr jung waren, wir auch müsste kämpfen, also weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das an der Schule ist von der Stadt, bei meinen zwei großen Enkelkinder hören, da kriegen sie Unterstützung für hier Ideen. Ich denke, sie sind in Jugendhäuser, sie sind mit uns Sänger. Ich meine, dass das doch unterschiedlich ist, wie viel sie du mitkriegen. Also in meiner Familie gibt es viel über Menschenrechte, Klimawandel, ich weiß nicht, Katastrophen über das Wirtschaftssystem und so weiter. Sie sind vielleicht mehr sensibel. Es gibt kein Weg, lernst die Hoffnung abbauen. Da kommt man nicht lernst, dass sie noch sieht, dass egal was geschieht, das Leben ist immer lebenswert und dass man muss weiterkommen. Das ist für mich eine wichtige Message in der Jungen sollten. Nicht alle Eltern können das machen. Es sind auch viele, die da so viel Lernst glatter kriegen, dass sie das nicht fertig bringen. Aber gut, dann ist es in der Schule, das zu ergänzen, aber ähnlich, das geht nicht. Froh vom Nachhaltigkeitsrat. Was sind eigentlich die Jungen hier Vorstellungen über die Zukunft? Wo erlebt ihr sie? Das ist schwer für die Jungen, für eine Vorstellung zu haben, was los soll kommen. Es gibt den Begriff von der ersten Zukunft, das ist das, was ich heute gesehen habe, was wird kommen. Und da gibt es den Begriff von der zweiten Zukunft, an 30 Jahren. Was hätte ich gern? Wie soll die Gesellschaft aussehen? Und dass ich daraus erschließe, was der nächste Schritt ist, den ich machen muss. Das ist schwer, an den jetzigen Umständen eine Vorstellung zu haben, wie es Welt an 20 oder 30 Jahren. Ich bin ganz beunruhigt über das Ganze. Also ich denke viel darüber nach, weil ich auch für die Jungen und auch für die, die mir ganz nah stehen, eine Welt tun, an der sie gut leben können, wo Frieden ist, wo Empathie ist, wo Zusammenhalt ist, wo der Begriff vom Vivre Ensemble, den so wichtig ist, dass das funktioniert. Und im Moment ist viel Unternehmen daran, aber auch da meine ich, bei den Jungen muss ich inzwischen eine Vorstellung aufbauen, dass Sachen können am Drei gehen. Dass nicht alles nicht mehr ein Erdbeben ist, wo man dann gesehen, dass alles zusammenbricht. Ich fand, dass das im Moment schwer ist. Es geschieht mir lo an den letzten Monaten, was mir nie passiert ist, dass dem nur, wenn ich etwas lese über den Gazastreifen oder Israel, da lese ich es nicht. Ich fand das so schlimm, was ich da über den Ukraine-Krieg habe. Und ich habe viele Geschichten an meiner Arbeit hören, aber ich sie gedroht von einer Machtlosigkeit. Ich soll das nur am Vertrauen gehen. Wir waren Jugendliche, wir gingen auch darüber schwätzen, aber ich ging dir abmachen, dass man uns vorstellen, dass es besser wird. Es gibt keinen anderen großen Ansatz wie die für den Frieden, aber für eine bessere Gesellschaft. Das Gefühl von Machtlosigkeit haben die Jugendlichen wahrscheinlich auch von Haut auf morgen erlebt während der Covid-Phase. Ja. Wir haben nicht wirklich als Gesellschaft das abgeschafft, was damals eigentlich auch mit den Jugendlichen gemacht hat. Weil das ja nicht mit ihnen gemacht hat oder für sie, weil ja, eigentlich wissen wir ja, dass die Gruppe ziemlich vernachlässigt ist. Ja,
Die Regierung hat ja eine Evaluation gemacht von der Covid-Zeit. Das waren Wirtschaftsleute, die das gemacht haben. Und dem Text von uns Seiten, das EMO, das führt Menschenrechte dran. Ja. EMO. Gilbert Pringo, Präsident von der Menschenrechte. So ist das nicht recht für eine Evaluation von der Finanzen, der großen finanziellen Ersatz. Ich kann das nicht vergessen. Ich kann das nicht vergessen. Die Leute, die angespart sind, Leute, die gestorben sind, um die das in Kontervoir so. Ganz Problematik von den Leuten, die länger ziehen werden, eine Madame oder ein Herr mit 3 Kindern an einer 40 Quadratmeter Wohnung und dann natürlich auch die Kinder an die Jugendlichen. Und ich meine, dass das für viele von den Jungen eine Art Bruch auch gemacht hat. Das sind aus einer Routine, ich ging so aus einem Fahrplan, den sie hatten, rausgehalten sind. Und das sind nicht immer ein anderer Fahrplan worden. Der Tischbranche und alle schon, mit das auch nach 10 oder 15 Jahren geht, dann so gehst an die Schule und dann Beruf und dann so weiter. Und das so offen nicht. Also das ist eine Form, schädet bald von, das mir egal, mit das für allem eine große Verunsicherung, die da ist, die möchte, dass die Jungs sich nicht mehr richtig können orientieren. Aber ich meine, dass das viele Menschen in unserer Gesellschaft versteuert wird, dann noch ihren Bezug zur Familie oder ihren Bezug zur Arbeit, dass das geändert ist. Also wenn viele Jahre geändert ist, wenn ich weiß, was die Adoleszenz durchstellt, das ist eine Zeit für große Verunsicherung, weil mein Körper, mein Gehirn auch noch durchnehmen, dann kann es sein, dass in so einem unruhigen Umfeld alles durcheinander läuft. Der kritische Geist. Die Jugendlichen sind selber schuld, wenn sich die Zukunft verscheißen, weil sie will ja die AfD an Deutschland. Haben wir ja gesehen, die Jugend filtriert. Braucht nicht zu beschweren. Ja, es sind ganz beunruhigt über den Rechtspopulismus. Das ist selbst, was wir viel Sorge machen, dass die Leute, die splecken, die haben ganz simplistische Erklärungen, das gefällt auch ganz vielen. Aber sie haben klar aus. Und das ist nicht wahr, das ist nicht von der, das Glitschige drin hat, das nicht da. Aber es hat Klarheit. Und wenn ich da gucke, was da fehlt, das ist mir klar das Engagement der politischen Parteien. Es fehlt als Leader an der Politik, die nicht nur Politik als der Reich von der Kommunikation gesehen, als der Reich vom Verkehrs, mit die eine ideologische Linie haben, einen Ansatz, und dass sie den konsequent auch umsetzen. Und ich meine, dass nicht nur die Rechtspopulisten das Problem sind, dass es einfach auch den Mangel, den wir da haben, auf der Seite von der politischen Partei, von den Leadern, die nicht möchten, das ganz schwer ist. Dann hat ich meine, nicht funktioniert, dass wir leben in einer Gesellschaft, wo die Finanzen Ausschlag geben, dass das Basis von der Menschlichkeit, was man alle mir reich gibt, was man Armut gibt, dass das die Blödsinn, das ist nicht so, die Spanne zwischen Reich und Arm geht immer mehr groß und die Leute bleiben auf der Strecke. Aber wenn ich gesehen, wenn du ein Herz gemäht wird, gegen die Herrschatten, wenn ich gesehen, wenn ein Herz auch gemäht wird gegen eine Errichtung, eine Sozialerrichtung, da mengen ich manchmal ganz viel Sorge, weil ich hätte gerne eine Gesellschaft, nicht vom alle Gott gleich ausgesehen, so, wo alles ganz genau dasselbe ist, wie wo wir zusammen leben, haben, auf wo ein Zusammenhalt. Also wenn die Fliete geht, da geht es kompliziert. Ich meine noch, dass wir werden an Zeiten kommen, wo es ganz viele Spannungen an der Gesellschaft gibt. Das tut die schon an anderen Ländern. Und ich vermute, wenn es einkehr heute zu Lützburg auf ökonomische Plan ein bisschen mehr schlecht geht, dann haben wir das doch. Top Flop. Nämlich das, was ihr nicht mehr wollt hören. Es sind viele Sachen, die ich nicht mehr hören will. Ich will nicht mehr hören, dass den Ersatz für unseren Planet, dass das nicht zu nerven. Ich fand, das ist eine Aussage, die ist für mich inakzeptabel. Das, was ich nicht will hören, dass man muss weiterfahren mit der Ökonomie, die man muss wachsen.
wo wir den Planet ausnutzen. Der Planet hat begrenzt Ressourcen. Der Planet gouf schon eher Leben gouf. Der Planet geht doch, was kein Leben mehr da ist. Und dafür muss man Lösungen finden, die ich schon nicht so kennen. Aber wir müssen aus der Logik herauskommen, dass der Wachstum am Funkgehol das zentrale Instrument ist von unserer Entwicklung an unserer Gesellschaften. Albert Jacquard hat einmal gesagt, Menschen haben den Kampf abgehalten am Planet, weil sie ihn ausrauben. Aber wenn es ihnen gelingt, dann gesagt du nur aus, das ist ein verloren. Und ich bin da ein ganz pessimistisch für. Wenn ich gucke, was mein Enkel kann heute Morgen alles erzählt wird, was auf der Welt passiert, und ich fand das nicht genug gemäht, für dagegen zu gehen, dann ist das etwas, was mich viel beunruhigt. Wisst ihr, dass ich ein neidisch sind, ob die Kinder, die vielleicht auf 2 Jahre schon können, an einen Buschkrieg gehen. Weil meine Eltern waren effektiv niemand mehr in den Busch. Und ich habe den Busch ganz spät kennengelernt. Ich habe einen Enkel gekannt, der das an der Busch kriegt, und da ging ich es zu sich. Ja. Und dann hat der Gilbert gefühlt, er hat etwas verpasst, das er erkannt hat. Ich habe das nicht erlebt. Das ist so flott. Ja. Hat gelernt erzählen, an dem es dann der Busch geht. Müssen nicht Buschkrieg nicht Normalität sein? Ja, kann er an ein Umfeld setzen, wo sie verbunden sind mit der Natur. Es muss nicht ein Buschkrieg sein. Ich habe viel Respekt für die Enseignants, für die Erzieher, die an der ersten Front sind, die nicht gelauscht haben, die Minister, die Leute dann die Medien an, für etwas zu sagen, und die anderen Leute sitzen an der Front, schweißen, an hun Sorgen, weil sie die Kanner gesehen haben. Muss ich sagen, dass auch sonst an der Schule aber einen großen Ansatz ist von den Enseignants, für eben die Frohen, was der Planet belangt. Das ist zwar unterschiedlich, aber das geht so. Und der Hoffnung viel. Du hast absolut recht. Ich weiß auch, dass ganz viele Enseignants sich immens viel mehr gehen, mit den Kindern die Themen von Nachhaltigkeit zu diskutieren und auch die Projekte machen. Also, das ist etwas, was mich immer stört. Das ist, wenn ich den Satz höre, Kinder lernen mich schnell die richtigen Geste wie Erwachsene. Wenn sie die richtigen Geste lernen, das ist mir einfach. Das klingt für mich immer ein bisschen nur Verantwortungsaufgabe. Ja. Ich meine nicht, dass Kinder durch als Problem zu lesen. Ja, nee. Ja, also ich sage, dass als Psyche ganz konservativ ist. Okay? Das liegt nicht schon, ja. Wir sind ausgerichtet für Sicherheit zu holen, für einen Hafen zu holen und so. Wir brechen eins aus, aber tendenziell ist es so. Wir haben eins so Lust, ich weiß nicht, auf den Mount Everest zu klammen oder ein Reis von einem Mond mit Motor zu machen, grundsätzlich. Ich meine, dass von dem Niveau von unserem Gehirn bestimmt Bunnen 4 gezeichnet sind und ausgenutzt gehen, da bleibt das im Moment so. Und dann seht ihr in der Neurobiologie, Josit und Losit. Aber kann er geleiert kriegen, das und das abzupassen. Und die schlägt den du hast, du trippelt den nicht drauf, aber guck dir, wie schön das sind, also die Blumen erplecken sind. Und so. Ich meine, dass das sich bei ihnen niederlegt und dass sie dadurch auch sicher können ein Beispiel sind für die Erwachsenen. Durch hier meine ich, dass die Erziehung so eine wichtige Rolle hat, für ihnen Sachen beizubringen. Aber wie gesagt, da kann auch wichtige Sachen beizubringen, dass das als auch etwas Gutes uns tut. Fakten, Fakten, Fakten. Ich spreche nach einem 12 von der, die ich nie mehr vergessen. Ich werde dass ich schon enttäuscht. Okay. Es sind nicht gut an den Zwöllen, ich kann viel Fakten erzählen, was mich viel beunruhigt, dass Temperaturen andauernd an die Luft gehen, dass das Haut auf Florida paar 100.000 Leute müssen flüchten, die viele Rehen, die Haut da ist, die Berge auf Flüsse, die überschwemmt gehen, der Meeresspiegel, den an die Luft geht, überall die Verschwemmungen oder Flüsse, die kein Wasser mehr haben, wo die Biotope von denen Leid richtig beeinträchtigt gehen.
die viel hun, sind zu viel, die genug hun, sind davon nicht betroffen. Aber die nicht viel hun, weil sie arm sind oder weil sie Länder sind, wo Diktaturen sind oder Länder sind, wo dann wird für sich irgendein eine Firma Biotope von die Stadt werden, die sind, die dort drin leiden. Also nicht 12, 1,5 Grad. Wäre 2024 effektiv durchschnittlich den Temperaturanstieg gewesen par rapport zum vorindustriellen Zeitalter weltweit. Und das ist ein Staat, was man verpflichtet nicht zu erreichen. Ja, und das ist eine Tatsache. Also, ich hatte eigentlich dezidiert, weil ich alle Geschichten hören, von was Menschen geschieht, also und was ich dezidiert, ich ging immer optimistisch bleiben. Okay, also, mit dem, was so passiert, die dort Sachen, wie gesagt, man hat 400 Rupiken, das beunruhigt mich ganz viel. Ich habe auch noch ein Kino gelesen, was bei der letzten COP dezidiert ging. Also anscheinend die nächste an der Antarktis gemäht, wo noch genug Eis da ist. Das sind viele Leute, die dann mit Fliegern hinkommen, das auch wenn sie dazu da, was hier Versammlungen machen, da gehen Scherierte gehalten. Das Politik hat schwer gesagt, muss ich gut können kommunizieren, der Rest das ist nicht wichtig. Das alles erinnert mich ein bisschen an die pläkische Klinik am Märchen vom tapferen Schneiderlein. Ich, einfach wie gesagt, ich will nicht so, dass es keine Zukunft gibt. Es gibt eine Zukunft, aber das ist nicht tief, wie wir es wollten, aber man muss gucken, dass wir das dann... Wir wollen, dass die Zukunft wirklich erleben, dass die Zukunft auch keine Matt gestalten. Was muss man wirklich konkret ändern? Was sind so Sachen, wo der so, dass wir Maßnahmen, die mir wussten, an Kinder greifen, für das die Jugend kann endlich Matt schaffen? Ich meine, man muss mit einem guten Beispiel vorgehen, an den Familien, an den Schulen, an unserer Art und Weise, wie wir auch sind, mit den Jungen. Viel Apprentissage, das wissen wir ja auch, dass es nicht mehr über die Bexen oder die auswendig lernen, aber dass es mit einem guten Beispiel vorgeht, dass es vielleicht ein Ideal oder ein Modell kann sein, dass es Empathie hat für die Jungen. Wir leben in einer Gesellschaft von vielen unzufriedenen Menschen, die kein Mitgefühl haben, keine Empathie haben. Wie oft keine Manieren haben, für jemanden umzugehen. Also es sind ganz, ganz viele Klangsachen, die machen, ein Schneelawin besteht aus vielen einzelnen Schneekerchen und das muss ich einfach empfehlen. Also es gibt viel, was ich machen kann, aber das Vertrauen muss da sein. Was wäre der erste konkrete Schritt, den wir müssten holen, für eine Zukunftsvision zu erfüllen? Ich meine, der sind da schon geholt gehen, Niveau von der Schule, von der Erziehung. Ich hätte gerne mich klar aussuchen von unserer Regierung und von den politischen Parteien. Mir geht das nicht durch. Alkiers von einer besieht, ich mag die Zeit, wo ich Präsident war von der Menschenrechtskommission. Ich bin nur mal kontrollieren gegangen, ob das doch gemäht ging. Und oft ist es nicht gemäht. Und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hat er viel Forderung von einem Ministère de l'Enfance et de la Jeunesse am Platz vom Edukationsminister. Ja, das passt an meinem Verständnis von dem, was der Kind an den Jugendlichen ist. Den ist nicht nur ein Schüler oder eine Schülerin. Das besteht aus vielen Teilen. Und dafür muss eine Politik kommen, wo man ganzheitlich, systemisch gesehen an all seine Facetten. Und nicht nur, dass die Schule das notwendig vermittelt. Da gibt es viele Erfahrungen gemacht. Und ich hätte gerne einen großen Ersatz für die Kleinkinder, weil zwischen 0 und 3 Jahren baut sich das Gehirn auf. Und die neuronal Autobunnen, die hier festgelegt gehen, die sind ja nur schwer zu verändern. Also müssen das gut sein. Und der Mensch, den auf die Welt kennt, der muss geeicht sein, der muss eine Bindung für eine Sicherheit zu erfahren. Gilbert Pregnot, so vielmals merci. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Ich habe heute mit Gilbert Pregnot gesprochen über die Jugend und sich und auch die Jugend von der Zukunft und Zukunft von der Jugend. Ich resümiere kurz als Gespräch, das meine ich immer.
Der Gilbert Prigno sieht, dass das Wichtigste ist, dass man der Jugend nur lauschtren, dass man auch ganzheitlich Kantheit gesehen, nicht nur in Schule, und das effektiv schon aufhängt von 0 bis 18, dass die Jugend soll nur gelauscht kriegen, dass sie hier soll geglebt gehen, dass sie nicht soll ridikulisiert gehen, und dass es auch als Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Jugend überhaupt eine Zukunft tut, weil man es so selber schuld, weil wenn der Jugend schlecht geht, geht es eigentlich auch als Erwachsener schlecht. Das ist ein ganz systemisch und zusammenhängend viel. Das ist ein immenses Kompliment. Ich geht es heute nicht. Ich so viel muss mehr für nur lauschen und für nur gucken. Followt uns, lauscht diesen Podcast auch die nächste Woche. Liked uns und abonniert uns auf alle Plattformen. Schwätzt, wenn es klifft, an ihrer Familie, mit ihren Kollegen, mit ihren Freunden. Über diesen Podcast. Kontrovers, aber schwätzt drüber an Delten. Und nächste Woche ist es darum, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also lo.